Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video. Das mal mit dem Thema, die Dinge sind wichtig, bevor du losfährst. Ich sage es extra, sie sind nicht wichtig vor dem TÜV-Fahren. In dem Sinn vom allgemeinen TÜV-Fahren, vor der Prüfung, bevor man überhaupt eine Prüfung macht oder so, sondern vom einzelnen Fahren sind die wichtig. Und zwar sind die ein oder andere Sachen, die ich jetzt sage, sind die ein oder andere Sachen, die ich jetzt sage, vielleicht für die ein oder andere Person, Entschuldigung, so, für die ein oder andere Person vielleicht klar, vielleicht auch nicht, darum, ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendetwas vollkommen logisch findet. Und zwar das Erste ist, also das allererste, was ich wirklich mir zu Herzen nehme, und ich hoffe viele von euch auch, wenn ihr getrunken habt, wieder Auto fahren und schon erst recht nicht TÜV fahren. Ja, fahr. Ist nicht so, als ob du Vortritt hättest. Genau, jetzt fahr. Gut, also eben das ist genau wie gesagt, nicht mit Alkohol dann fahren dann. Dann das andere ist, hast du vor... Oh, jetzt fährt ihr noch links. Oh, nein, gut. Dann das zweite ist, was ich auch wieder sagen, hast Streit vorm Fahren, Aggression, hast Gedanken, bist nicht 100% im Fokus zum TÜV-Fahren. Dann schau, dass du das voran die Sachen klärst. Entweder wenn du irgendwie Kopfig hast oder wenn du mit irgendjemandem gestritten hast, tu das voran klären, weil ich weiss, man streitet und sagt, so, jetzt geht Auto fahren. So, jetzt fahre ich an, jetzt habe ich ab, jetzt gehe ich ein bisschen fahren. Nein, mach's nicht. Mach's ganz einfach nicht aus dem Grund, weil es einfach gefährlich ist. Dann bist du viel aggressiverer Fahrstil, dann, ja, du hast da eher mal etwas riskieren, oder? Also das würde ich wirklich 100% nicht machen. Auch wenn man wirklich Bock hat und sagt, so, jetzt gehe ich das Ründeli fahren und so. Ja, lieber nicht. Dann ist das andere, genau, bist du fit im Geist und im Körper. Also ich meine, im Geist und im Körper meine ich so, bist du fit, eben wegen Gedanken, dass man keine Gedanken im Kopf hat, dass man nicht irgendwie halsbrecherische Ideen hat, dass man wirklich auch fit ist, 100% fit. Aber auch im Körper meine ich damit, dass man nicht Rückenweh hat, dass man nicht extrem übermüdet ist oder allgemein übermüdet ist, dass man nicht, das Dritte, sind ja bescheuert. Das zweite ist Kanton Zürich. Gibt's schon 20 Franken Bus, am zweiten Fahrt. Ja, eben, dass man so fit ist und genau. Und dann ist das andere, ist auch der TÜV zu 100% intakt. Da kommen wir nachher dann noch drauf. Dann let's go, dann gib ihm, dann fahr. Dann, was ich auch lange nicht gemacht habe, Regenkleider dabei zu haben. Also entweder vorne wirklich den Regenradar checken. Ich meine, jetzt sieht man, dass es kein einziges Wölkchen am Himmel hat. Jetzt musst du nicht Regenkleider mitnehmen. Aber so jetzt links, es ist klar, dass man jetzt keine Regenkleider dabei haben muss. Aber ich meine, wenn du jetzt morgen losfährst und es kann sein, dass es regnet am Nachmittag und Nachmittag regnet, ja, müsst ihr halt schauen, gell, dann. Ich hätte wieder mal Fetter oder Spannen, check es doch schnell. Das ist der letzte Punkt. Den kann ich euch auch noch schnell zeigen. Also, es ist so, also ihr merkt das schon, wenn ihr, also ist für mich nämlich auch langsam der Fall, wenn ihr Gas gebt und ihr merkt, der TÜV geht nur so schubweise, er macht blöd gesagt. Das ist dann, wenn die Kette viel Spiel hat. Das merkt ihr, das ist bei mir auch so. Und ich tue schon anhalten. Also wenn er so wie man hat, zuerst keine Kraft und dann kommt es auf einmal. Also es kann natürlich andere Gründe haben, aber wenn ihr das normalerweise nicht habt, dann wäre das so ein Anzeichen. Genau, ich zeige es euch jetzt gerade schnell da vorne, wie ihr das könnt schauen. Ich muss meine Kette definitiv auch wieder spannen lassen, aber ich brauche eigentlich allgemein einen Service beim Auto. Genau, ich kann vorne schon raus. Ich habe jetzt überlegt, ob ich noch länger warten soll, aber nachher muss ich nicht zu lange warten, bis ich wieder eine Möglichkeit habe. Eine schlaue Möglichkeit. Also, Moment, schnell. Dann komme ich schnell den Hobel ab. Also eben, wie gesagt, könnt ihr Kette spannen. Es gibt auch einen ganz professionellen Grund, mit wie viel Zentimeter vom Boden und so. Das ist aber alles bei mir jetzt egal. Aber ihr seht es einfach im Allgemeinen, weil es so ziehend. Es ist jetzt auch nicht gesummt, ihr seht, wie es ein bisschen Spiel hat. Und natürlich ganz übertrieben, wenn man so macht. Also, wenn man jetzt so macht, rauf. Aber das ist ja klar, dass es raufgeht. Aber ich glaube wirklich, wie mir der TÜV-Mechaniker gezeigt hat, so, wenn man so hinterher zieht. Aber ihr seht auch, dass sie allgemein schon ein bisschen verdreckt ist, könnte man wieder fetten. Genau, soviel zu dem. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß im Video gehabt. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscure 94.